Servus, habe ich dir ab nach Hause, da ich sagen, oder? Juhu. So, Mahlzeit, habe ich dir miteinander.
Heute war nicht so ein Tag. Da hat man tatsächlich meine Holzuhr aufgehackt, die fix. Ist mir abgewiesen. Jo. Schlafen. Was ist denn das? Ja. Was meinst du mit Soundeffekte? Da wird das Netz wieder hackeln da. Ja, da ist leider etwas schlechtes Netz da hinten. Die Straße ist da mit Sprungschanzen, das ist brutal. Hilft's nebeneinander? Oh, ich brauche an der Decke ein Kissen. Ey.
Driver oder so. Ja, das wird sein. Ganz bestimmt sogar. Bringt mir nahe, Kleiner. Ja, da war ich schon mal heute, glaube ich. Ja, so. Kommt mir etwas bekannt vor. So, die Autobahn gefunden. Und hoffentlich geht es schön durch ohne Stau. Das brauche ich nicht auch noch.
eine schöne Aussicht heute, oder? Moosburg Nord. Oh je, da brauchen wir 2,5 Stunden ungefähr. So, Mahlzeit miteinander. So habe ich gelesen, Felgentransporte. Da ist ja ganz anders. Felgertransporte. Oder Brauerbrunnen oder so. Extrem.
so laut. Pfeift von der Torwaschen bis auf noch. Ja, nicht normal. So, morgen nur, dann langes Wochenende.
Basel haben wir jetzt noch vor uns. Jetzt brauche ich nur eine Stunde, der neue Feierabend kurz, also noch mal durchgepfiffen. Ab Mittag wieder ein bisschen müde. Ah.
Ja, eigentlich soll er gescheit starten, weiß keiner was, oder? Ich weiß momentan selber auch nichts, also dass wieder Baustelle kommt. Die Baustellenautobahn. Das ganze Ding gehört einmal erneuert da. Ja, Fleckerlteppich nach dem anderen. Dementsprechend rumpelt es auch. Oh mein Gott, das ist auch mal. So, nächste Woche Mittwoch sagt der Schnee. Juhu, du je. Schon wieder Schnee. Alter, hat es geschäbert, oder? Ja. Da kommt wieder der weiße Schmarrn von oben. Ja, ich weiß ja auch nicht, gell? Der Baustelle ist 80 anstehen, irgendwie haben Probleme mit Zahlen lesen. Man ich gerade ein paar. Alles gesperrt, sogar der Parkplatz. Da haben sie eine Imbissbude draus gemacht, das weiß noch. Vorher war es ein Klo. BMW, Dingolfing. Lagerplatz ist fast leer. Geht scheinbar nichts mehr. Das ist echt lustig, wenn man von der Autobahn da in den Lagerplatz einsägt. Was werden sie da wieder umeinander reißen? Das gibt es ja gar nicht. Neue Ausfahrt oder wie? Da wäre der Weg.
Ja, so wie es ausschaut, wenn wir privat ein neues Auto kaufen müssen. Ich habe überhaupt keinen Plan, was man da kaufen soll. Die meisten haben gerade noch 3 Zylinder und da bin ich überhaupt kein Freund davon. E-Auto voll aus, weil ich nichts PV oder ähnliches habe. Ich weiß tatsächlich überhaupt nicht, was ich machen soll. Ja, ich denke, dass mein alter Hobel schon langsam ausgedient hat. Ja, was kaufen, ist die Frage. Es soll natürlich auch preislich in den Rahmen bleiben. Aber an die Gebrauchten so brutal teuer. Ein Klump soll es dann auch nicht sein. Maximal vielleicht 3-4 Jahre alt. Der Wagen fällt natürlich aus, weil ich bin nicht deppert. Aber im ersten Jahr 30% Wertverlust. Und weiß ich nicht, wo die Reise hingeht. Ob sie es jetzt wirklich machen mit dem Verbrenner kann ich mir jetzt nicht wirklich vorstellen. Und ich denke mal, das wird das letzte Auto sein, was man überhaupt kauft. Nur die Frage ist jetzt echt was. So ein Opa-Mobil mag ich dann auch nicht. Vor allem brauche ich nicht ein Auto, wo ich einen Schurliffe brauche zum Einsteigen. Also die Frage ist, welches Auto? Das habe ich keine Ahnung. Normalerweise sollte man einen Pickup kaufen. Aber das Ding, da schlafe ich auf der Autobahn ein. Was ist eine gute Marke bzw. ein gutes Auto? Das wo noch alte Technik drin hat. Also weder am besten keinen Turbo und nicht 3 Zylinder, sondern stinkscheiß normale 4 Zylinder. Ich habe schon ein bisschen was durchgeschaut, aber nein. Nicht wirklich was Gescheites dabei. Bei mir in der ländlichen Region ein E-Auto, ich weiß es auch nicht. Haben wir auch schon angeschaut. Aber der, wo mir gefällt, der kostet gleich mal 70.000. Wir nicht wahnsinnig kaufen für 70.000 Auto. Habe ich auch gar nicht, habe ich gedacht. Zirkt sie ein wieder da oben, wie rein Kaugummi. ...325 Kilometer heimgefahren. Bis jetzt. Ist schon ein bisschen was. Das jeden Tag. Bis bei 2000 Kilometer in der Woche. Und circa. Muss man echt brutal aufpassen, dass man, meine Freunde, muss man echt brutal aufpassen, dass man nicht abstumpft oder das Gesicht einschläft.
denke mal, das ist Seat jetzt, oder gewesen zumindest. Auto kaputt. Oh. Anna an der Isar. Da schweben wir jetzt langsam vorbei. So, habe ich heute in der Früh erzählt, dass ich jetzt ab Donnerstag nicht da bin. Das hat sich dann auch erledigt. Vorhin hat mir meine Frau angerufen, meine Tochter ist krank. Ja, scheiße, dann können wir nicht fortfahren. Weil das kommt nicht so gut dann. Also sitzen wir wieder daheim. Kann ich wenigstens wieder ein paar Videos schneiden. Sollte ich eigentlich Zeit haben. Hey, servus, habe die Ehre. Was war diese Raketen oder was? Das war jetzt ein GTI Golf. Putsch, vorbei war er. Ja, bei uns sagt er tatsächlich am Wochenende Schnee. Habe ich vorhin nachgeschaut. In höheren Lagen Schnee, jetzt schon. Ja, da habe ich Begeisterung. In der Früh der Schlitten fahren, aber mir reißt es mir auf, ich bin zum Glück. Und schon wieder Baustelle. Ja, leid. Das gibt's ja gar nicht. Eine Wanderbaustelle auch noch.
Landstraße oder Autobahn fahren? Das ist hier die Frage. Jetzt, wenn ihr wisst, ob ein Stau ist oder nicht. Weil es ja in Deckendorf sämtliche Straßen gesperrt haben wegen Tunnelsanierung. Kannst du mir jetzt noch ein bisschen zwicken vielleicht? Ah, ich glaube, ich fahr, glaube ich, Landstraße. Zumindest das letzte Stück. Nicht, dass ich tatsächlich noch in den Stau reinfahre. Das brauche ich halt nicht mehr. An mir klappt's. Ein Solarfeld, ja bist du deppert. Probier's. Ich glaube, ich fahre jetzt echt von der Autobahn runter und fahre mir das letzte Stück der Landstraße vorsichtshalber. Ich denke, das ist ein guter Plan. Ja, was grüßt euch erst einmal und einen schönen Mittag. Ja, ich fahre jetzt runter. Gerade mal wegen an der Landstraße immer dumm. Weil ich echt Schiss habe, dass da Stau ist. Und mein Navi hat schon Feierabend und das sehe ich das auch nicht. War wieder ein falscher Fehler gewesen. Jetzt mal, wenn ich da herfahre, kommt irgendein so ein Brummi daher. Glaubst du nicht? So, dann fahren wir ein bisschen Schleichwege an.
Ja, jetzt habe ich dann gleich meinen Zielpunkt erreicht. Wenn ihr wollt, könnt ihr bei mir mal auf Twitch vorbeischauen. Das hat mich auch gefreut. Morgen dann wieder ein Stream vom LKW aus, wenn es die Tour zulässt. Ja, 360 Kilometer runtergeradelt heute. Ui, ui. Servus, im Waldviertel. Ja, da wird's eng. Wenn ich da so Richtung Waldviertel schaue, da hängen die Wolken ganz schön. Ja, ich fahre in Niederbayern. Höhe Deckendorf ungefähr. Da zieht der Regen erst zu uns auf, aber wahrscheinlich erst so Nachmittag oder später Nachmittag. Ich hab's aber eh gleich geschafft. Danke dir, Springer. Lang habe ich nicht mehr. Ich habe da, wir sagen mal einen Kilometer. Ich sage jetzt schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Und ich muss sagen, Abo oder Like nicht vergessen, weil es mich weiterbringt. Falls euch die ganze Gaudi gefallen hat oder euch mein Content gefällt auf dem YouTube-Kanal oder Twitch, dann macht's das. So, ja, morgen wieder um die gleiche Zeit, beziehungsweise wird der Stream so um 4:30 Uhr starten. Gesetzt im Fall, meine Tour passt, weil wenn ich wieder in der City-Tour fahren muss, da wird das nichts. Da lasse ich das dann ausfallen, darum habe ich jetzt die ganze Zeit auch keinen Stream nicht mehr gestartet gehabt, weil ich nur Stadttouren gefahren habe und da ist das scheiße, weil ich alle 10 Minuten aussteigen muss oder alle 5 Minuten. Aber sollte ich morgen wieder was fahren, was passt, bin ich natürlich wieder live. Ab in der Früh mit Pause, dann Nachmittag wieder. Oder Nachmittag, dann Mittag zu. So, in dem Sinne, bleibt gesund und baut keinen Scheiß. Das glaube ich sind die wichtigsten Sachen. Und ich sage jetzt ein Servus, bis zum nächsten Mal. Gell? Man sieht sie in dem Kanal.